Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 10. Ditmal noch mehr von unserem Abend anbringen, was wir in Mexiko abwassen, und dann von unserem zu Weihnachten merken und Weihnachten feiern und so wieder. Und so eine Hofstelle, wenn unsere Kompanie nicht rascht, dann fährt wir unsere Fotogaben nach Haus. Die Hovergaben flieht wie ein runde Hüpes taub, en de meist stro weppelgaven en lange hypes. Dat hovergaven hypes zaten, deden bij ons meestens entweder de Mutter oder de Vater. Aber dat meistgaven hypen zaten, dat heet de gaven van de weppelengen, dat moest we jongens zelf doen. We planten aber ook, wanneer de reentijd aanvangt, dat eerste nach Karren en dichtere regen voor reinvouder. Zoals we dat nannten. In diesen Karren oder diesen Mais schneid wie, wenn dat am Hof dicht bei Nachtfrost kam, mit Säckels aller ganz unten auf und bogen den mit de Häng und Gorven. Und wenn wir diese lange Karrengorven nach Hus holten, dann stahl wir die dort über eng auf dem Laderwehren ab und Tüs am Hüppenhock sahen wir die an lange Hocken zum Drehen haben. Wenn dort durch den Sommer dann ein Bett regelmäßig geregnet hat, dann hat das lotgeplante Korn noch viel mehr riepe Ohren gekriegt und wird, wenn wir den durch die Hummermehl geschickt hatten, sehr gutes Futter für die Malkühe. Um uns hoch oder lang gewassenes Kornstroh in Gaben zu bringen, dort nehmen vor der meistens so eine Mexikaner an, von wo er wisst, dat hij dat lange, schwere Kornstroh mit vielen Ohren Schmack in de Mäd gut fast toppingen worden. Dort had hij al een paar Mal denselben oude Mexikaner angenommen. In einen Hof, als wir unseren Korn al mit Säckels und ganz aufgeschnitten hadden, dann kam des Mann sich bei uns weiter anbieten, de ganze Saasacker aufgeschnittenes Kornstroh für einen gewissen Preis anzubringen. Und hij deed diese Arbeit am liebsten, wenn er die ganze Arbeit, so er dort nannt, verkontrakten kann. Und weil diese Saasacker Kornstrohklampes ab unserem Hauskörgel, vorzehn an unserem Hof lagen, hat ich die Gelegenheit, unseren Vater und diesen alten Mexikaner zuzuhorchen, als sie da Schwierigkeiten hatten, den Kontrakt fertig zu merken. Und das gibt mir viel Spaß. Denn des Mann, der alte Mexikaner, hat gar nicht nur die Schule gegangen. Er kann nicht sehr weit talen und kann überhaupt nicht sehr weit denken. Er kann die 5 Peso, die 1 Peso, die 10 Peso und die 20 Peso Geldscheins und er scheinbar wusste auch, wofür die verarmt wert wären. Aber er kann sich nicht üt mit 50 Peso Geldscheins. Er wusste nicht, wofür Geld das wäre. Und der Vater bot ihm 50 Pesos für all das Kornstroh anbringen, wenn er die Arbeit weiter gut merken würde. Aber das Ola will nicht 50 Pesos dafür haben. Er will 22 und einen Tiener haben. Und dann sagt der Vater immer weiter, na ja, ich gebe die 50 Pesos dafür. Und der alte Mexikaner sagt immer weiter, nee, ich will nicht 50 Pesos haben. Ich will 22 und einen Tiener dafür haben. Und dann will ich die Gaben gut fast, muy macizo, toppingen. Und endlich vernimmt der Vater dort, dass das Mann gar nicht wisst, wofür Geld das wäre, 50 Pesos. Und dann sagt er endlich, muy bien, sehr gut, ich gebe die wahrlich 22 und einen Tiener für diese Arbeit. Als sie sich endlich verstanden, dann gingen diese beiden Männer schaftig träge auf den Hafen ab und wussten beide, wo ihr Kontrakt lüd. Wenn die Arbeit fertig ist, dann kriegt Don Paz Cisneros 22 und einen Tiener, nicht 50 Pesos.
Wenn das Draschen lot am Hof endlich fertig wir, oder vielleicht, wenn wir unser Abend ganz ein Hüs geführt haben, dann fährt wir dort Spree vom Hoverdraschen an de Futterschienen an und futtert den Pferdenrinder erst dort Spree ab. Und wenn laut abgefuttert wird, dann schneidet wir an de Schienen am Pferdstall voll Haxel von Hovergorben. In de Futterschienen beim Kuhstall schraut wir oder malt wir mit de Hummermehl voll Maisstrohgorben schraut für de Kühe. Und wenn die Malche erst von diesem Schrot kriegen, wo man auch noch sehr viel Maisrieb gewordener Korn, auch wenigstens zum Teil geschrot worden wir, dann geben die bald viel mehr Milch. Zum Haxelschneiden nehmen wir einmal einen Onkel Thiessen an. Und Thiessen hat einem Ford A ab hinterste Eng alles was ab seinen Frame, Chassis heraufgenommen und hat dort seine Haxelmaschinen abgebaut, sodass er damit leicht von einer Stadt nach der anderen hinfahren kann. Und wenn er damit richtig bei einer Schiene beigebackt wird, dann holt er seinem Ford A den Hängerast ab einem Eng ab, lädt einen Klotz unter der aus, sodass der Draht ein Portzahl von der Erde losgehoben stand. Und dann lädt er die Seite über der Draht oder über den Reif und treibt damit seine Haxelmaschine. Das wie eine eigenartige Maschine. Ein Auto wohnt auf seinem hintersten Eng und es steht einen Trunk, 2 Seiten und ein Tab, eine Haxelmaschine stehen hat. Ich glaube, das wird das einzige Auto, wohnt einer von unseren Mennoniten zu jener Zeit auf der Manitoba-Kolonie fahren darf, ohne da in eine Arbeit zu kommen. Aber Onkel Thiessen fuhr damit auch nicht sehr stark. Das Fahrzeug wird nicht gebraucht zum Ramjauen. Dort hat bloß ein kleines, selbst gebasteltes Sättchen hängen dem Stierrad für den Fahrer. Ich erinnere mich noch klar, dass ich als junger Jung beim Haxelschneiden entweder den Band bei jeder Gabe abschneiden und wegnehmen muss, oder am Haxelhack das Haxel wieder stärken muss. Und dort nicht mal tüs, wenn wir Haxel mögen, aber auch manchmal bei anderen Büros, wo nicht genug Arbeiter hatten, um diese Arbeit zu tun. Für diese Arbeit braucht dort bitte dem Haxelschneider selbst, wo er die abgeschnittenen Garben in der Maschine ansah, noch 3 Arbeiter. Einer zum die Garben handstärken, einer zum die Garben abschneiden und einer zum Bernen am Haxelhack dort Haxel wieder stärken. Beides, dort Garben abschneiden und auch dort Bernen am Haxelhack wieder stärken, ging mir nicht sehr gut. Dort Korngarben schraut und der Futterschienen wieder stärken, dort ging aber noch sehr viel schlechter, dann dort Stoff so sehr. Unser erste Ole John Deere Hummermehl, ohne Vater, als er von Kansas eine Suchquar oder einen Waggon voll Gerätschaft holt, auch mitgebracht hat, die schauft dort Schrot bloß durch dort Seef und lässt dort durchliegen. Das Schrot hat noch keine Mehl, um von unter dem Seef das Schrot wegnehmen und an die Schienen anblasen. Aber wir hatten dort selbst eine Schlappen angebastelt, wo dort Schrot bat an der Schiene anschlappt. Aber da schert diese Schlapp dort Schrot gleich auf. Und dann muss dort wer an der Schiene Tracht weilen oder Tracht stärken. Und dort ging uns Junges alle gar nicht sehr gut, wie es dort so sehr stoff. Wenn der Abend am Bustierstal in Chihuahua lot am Hof endlich ganz ein Hüs geholt worden wäre, dann wird dort meistens nicht mehr weit auf von Weihnachten. Und da muss reitgemerkt worden dafür. Zu diesem Reitmerken gehören so eine Dinge als das. Bei uns und bei vielen anderen Familien muss kart vor Weihnachten noch schwinde Messtypen auf das Land geführt worden. In der Fährhof muss Schmackereien geholt und das Mehl weggeführt worden. Die Mütter und ihre großen Mädchen mussten in den letzten Wochen vor Weihnachten noch viel nähen. Und die Eltern mussten die Weihnachtsgeschenke einkaufen fahren und so weiter. Dicht bei Weihnachten fuhren die meisten Eltern etliche Mal nach den Handelsgeschäften an den mennonitischen Dörfern oder auch nach den Sturs in Quatemok. Und als ihre Einnahme erst mehr ward,
Dann fuhren einige Eltern auch in Chihuahua City Weihnachtsgeschenke ankaufen für ihre Familie. Bei uns wären die Weihnachtsgeschenke meistens Kleider und Nachschwerk. Das Nachschwerk bestand aus Eetnet oder Peanuts, Candy, Chocolates oder Schokolade und Apfelsinen. Apfelsinen kauften unsere Eltern zu Weihnachten beim Sackvoll und Peanuts beim Kostalvoll. Meistens kamen die Eetnet, die Peanuts, ein großer Radnersack. In diesen großen Sack nahmen wir bei seinem spanischen Namen Kostal. Also wenn die Eltern einen großen Radnersack voll Peanuts in Haus brachten, dann wird dort bei uns ein Kostal voll. Die ewige Weihnachtsgeschenke kriegen wir natürlicherweise nicht für Weihnachten zu sein. Aber den Sack voll Apfelsinen und den Kostal voll Peanuts wurden meistens mal ganz kort vor Weihnachten nach Haus gebracht worden, die sahen wir all vorher. Und davon dürfen wir auch all vor Weihnachten mit Mut eten. Wo mussten die Schulkinder reit worden zu Weihnachten? Die Schulkinder mussten während der Adventszeit vor Weihnachten sehr viel auswendig lernen. 2 Lieder aus dem alten Gesangbuch, ein Weihnachtslied und ein Neujahrslied, und auch 2 Wünschen, ein Weihnachtsgedicht und ein Neujahrsgedicht, mussten wir auswendig lernen. Die geratere Schulkinder mussten manchmal von 30 bis 40, 4 bis 8 Strophen Farsch auswendig Hansaien gelehrt haben für Weihnachten. Erstaunlicherweise fanden die leichtlehrige Kinder das gar nicht sehr schwer. Aber die schwerlehrige Kinder fanden das sehr schwer. Manchmal mussten die leichtlehrige anderen mithelfen und waren auch da noch einmal bloß nicht damit fertig. An unseren Schulen wird dort meistens nicht sehr laut. Aber wenn Kinder ihre Wünsche und Lieder auswendig Hansaien lernen mussten oder wollen, dann konzentriert jeder Kind und was es lehren will, und schnattert dabei große Lüd, als es will. Ich erinnere mich noch daran, dass wir unsere Neujahrswünsche so noch aus 8760 Stunden sind, wie wir dann Norden um Graf gerutscht lehren. Oder auch unsere Weihnachtswünsche so noch aus mit freilichem Herzen, mit freundlicher Liebe, bringe ich euch, ihr Eltern, nebst herzlichem Gruß und so weiter. Diese und andere sehr lange Wünsche haben wir als Kinder in der Adventswerken auswendig Hansaien gelehrt. Natürlich lehrt wir diesen Neujahrswunsch nicht auf Plattdeutsch, aber ich sage den hier auf Plattdeutsch, wie es sich so leicht übersetzen lässt. Das langstrophe Wunsch hat 16 Strophe falsch. Aber wenn je nu versuchen, auszurechnen, auf ein Jahr wirklich 6760 Saß oder 66 Stunden haft, dann vergeht nicht, dass ein Jahr nicht mal 365 Tage haft, aber 365 in ein Vierteldach. Die meisten Schulkinder können dich bei Weihnachten wenigstens an einem Sinne und auch noch mit der Eltern mitfahren nach der Stadt. In der Jugend, Jungs und Mädchen, dürfen in den letzten Wochen vor Weihnachten auch noch 1 oder 2 Mal nach der Stadt fahren und Weihnachtsgeschenke zu beseinen und zu kaufen. Manchmal fuhren Mädchen mit Nobermädchentaub nach der Stadt und Jungs fuhren auch Ateljetaub. Verleibte Jugendliche Paaren kauften voreinander auch kleine Weihnachtsgeschenke. Geld kriegen Kinder und Jugendliche in jener Zeit nicht sehr viel. Meistens hatten die Kinder, wenigstens bei uns, mal so ein Geld, was sie selbst irgendwo verdient haben. Kort für eine Weihnacht, ich denke, das wir 1944, dann bestellten meine Gesellschaftsbrüder und ich alle Taub ein paar so eine Sachen aus Mühlharmonikas oder Mühlschirras, was Baseballsachen oder Baseball spielte ich und so weiter, aus einem Sears Reebok Katalog von Mexico City.
Wir bestellten unsere Sachen so, dass wir die mal betalen brauchten, wenn die in Quackteimung angekommen sein würden. Das heißt, wir bestellten die COD. Und wir mögen diese Bestellung ab meinem Namen. Aber wir hatten alle gar nicht daran gedacht, dass, wenn wir diese Sachen ab meinem Namen bei der Stadt kommen leiten, dann kann mein Vater, wenn unser Nachricht in dem Blumenuter Passbox Apartado Nummer 84 in Quackteimung angekommen sein wird und von dort verlangt worden wird, dass wir unsere Sachen da ausleisen und aufholen kommen sollen, dann kann das so geben, dass mein Vater diesen Umschlag mit unserem Nachricht von der Stadt mitbringen, aufmerken und lesen wird, wie sein Namen ja auch Gerhard Rampel wäre. Dann Vater wäre nicht der Einzige, aber einer von den Männern in Blumenurt, wo die Post für alle Nobers am Dorf aus dem Blumenuter Postbox Nummer 84 in dem Quackteimung Postamt oder Postoffice aufholen, und nur Isaac F. Giertzens bracht, wo Onkel Giertzen jeder Nober seine Post in seinen eigenen Box am Dorfs Postbox in Stück, sodass jeder einer seine Post von dort aufholen kann. Als uns Junges das befall, dann wir uns, oder vielleicht mehr mir, ein bisschen Angst darüber, was dann passieren kann, wenn Vater diese Anmeldung von der Stadt mitbringen soll. Und dann gingen oder reiten etliche von uns Junges jeder Tag bei Giertzens meine Eltern ihren Postbox no seinen, auf unser Nachricht all gekommen wir. Und dann, einen Tag, kam einer von meinen Kameraden bei uns auf den Hof und abgereden, regt mir die Anmeldungskarte, dort wir unsere Sachen von dem Handelsgeschäft Sears Rehbock ausleisen und aufholen sollen von dem Postamt in Quackteimung. Dort Faktura wäre aber noch nicht gekommen. Aber dann dachte wir so, wenn uns Vater an diesem Tag vielleicht dort Faktura mitbringen würde, wenn er von der Stadt nach Hause kam, und uns dort vielleicht nicht würde geben wollen, dann können wir unsere Sachen vielleicht mit der Anmeldungskarte rückschreiben. Aber dann kam uns Vater bald nach Hause, und dort wird wir, oder wenigstens ich, gefertigt hat, dort wir passiert. Uns Vater hat dort Faktura oder unsere Warenrechnung mitgebracht von der Stadt. Und als er und meine kleineren Brüder dort Piet ausgespannt und an den Stall angebunden hatten, dann kam Vater durchhin gegangen, wo ich meine Arbeit tat, hielt unsere abgemerkte Warenrechnung an seine Hänge und las über Lüd. 2 Baseballs, 1 Baseball Glove und so weiter. Und checkt mich dann so ein bisschen ernst an und fragt: Hast du Baseballspiel dich bestellt? Und ich sehe so ein bisschen schuchter: Nicht ich, aber wir Jungs alle taub haben uns was spieltig bestellt, ja. Und dann hielt er mir diese Rechnung in den Umschlag sacheltjes an und sagt: Du weißt ja doch, dass wir das gar nicht haben wollen, dass die Ballspieltig haben sollen. Aber nu hat wir die Anmeldungskarte und dort Faktura, und jeder Jung hat mir all lang sein Portgeld angehändigt, und wie es das all dicht bei Weihnachten wäre, kann einer von meinen Kameraden seinen Vater bereden, dass er dort fertig haben konnte, um nach Quackteimung fahren. Und ich und ein paar andere Kameraden kriegen die Freiheit auch mitzufahren, und wir fuhren seilenvergnügt auf ans Baseballspieltig, Mühlschierers und etliche andere Sachen, wo wir selbst auch mal so ein bisschen Plitsch kauften, am Postamt aufleisen. Alles scharf gut und bald, ich glaube all am 3. Weihnachtshelgetag, und dann jeder Sonntag Nachmittag, wenn der Wind nicht sehr stark wird, spielt wie Baseball. Hier brechen wir von der Woche auf. Nächstes Mal noch mehr von unserem Reitmerken zu Weihnachten und vom Weihnachten feiern in unsere Kinder- und Jugendjahren in Mexiko. Und dann wird von einem zu Schulten oder Schultenbad und so weiter. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.